Beten ist abenteuerlich. Ist gut. Beten ist abenteuerlich. Seht es hier, die Aufschrift ständig hier unten so. Das muss euch bleiben, auch wenn vielleicht der Satz euch oder dir vielleicht nicht so viel Sinn macht, wenn wir jetzt einsteigen in eine Thematik, in ein Gebet, eine Geschichte, die sehr herausfordernd ist. Dazu möchte ich Erinnerung rufen, was in Römer Kapitel ist wieder ausgeschaltet. So. Was hier steht in Römer Kapitel 15. Alles, was die Schrift sagt und was sie doch schon vor langer Zeit, was niedergeschrieben wurde in der Schrift, das sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Und auch speziell in diesem Text, wenn wir eintauchen in eine ganz intime Konservation, einen Austausch zwischen Gott und Mose. Der Herr befahl Mose: Steig schnell hinunter, dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, das tut etwas ganz Schlimmes. Stell dir vor, Mose ist mit Gott auf dem Berg Sinai und sie haben eine unglaublich bewegende Zeit zusammen. Gott vertraut dem Mose die 10 Gebote an, also die legendären, immer gültigen, hochaktuellen Lebensregeln, die wir auch heute unbedingt brauchen, die sich immer wieder bewahrheiten. Sie sprechen miteinander über die Beziehung von Gottes Volk und ihm, die Gottesbeziehung. Gott sagte Mose: Ich habe einen Plan, ich möchte ganz unter deinem Volk wohnen. Und Mose bekommt auch diesen Auftrag, für Gott ein Zelt zu bauen, mitten unter dem Volk. Und damit Gott unter dem Volk bleibt, wenn sie auf Wanderschaft sind, ist es eben auch ein Zelt, so ein Glamping-Superzelt für Gott natürlich, oder? Also mit Gold und alles zusammenklappbar und mitzunehmen, mit den Tüchern und Gegenständen. Um das zu zelebrieren, dass Gottes Gegenwart, Gottes Fürsorge mitten unter dem Volk ist und bleibt. Und sie träumen zusammen. Mose ist noch ganz geflasht eigentlich, kann man so sagen. Da sagt Gott plötzlich, Mose merkt, dass Gott ganz aufgewühlt, aufgeregt ist, aufgebracht. Mose, steig schnell runter. Dein Volk begeht etwas Schlimmes. Da unten geht Unvorstellbares ab. Also die beiden werden gerade in ihrem persönlichen Gespräch, in ihrer Beziehung, was sie da miteinander bewegen, werden sie unterbrochen. Und so geht Mose dann runter. Was ist denn da passiert? Gott sagt es so: Mein Volk hat sich von den Geboten, die ich ihnen gegeben habe, abgewandt. Die Israeliten haben sich ein Kalb angefertigt, es angebetet, ihm geopfert und gerufen: Dies ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Ein Riesenfrust, eine maßlose Enttäuschung für Gott. Während Mose und Gott über die Harmonie und die Verbindung sprechen und davon träumen und das bewegen, stürzt das Volk völlig ab. Baut sich ein goldenes Kalb, um das anzubeten. Die Enttäuschung sitzt tief. Gott zeigt sein Herz und er drückt es, seine Bestürzung, sein Schmerz folgendermaßen aus.
Ich habe erlebt, wie eigenwillig dieses Volk ist, fuhr der Herr fort. Lass mich mein Zorn über sie kommen und sie alle vernichten. Dich aber will ich jedoch zu einem großen Volk machen. Also schon ein Volk, aber ich beginne noch einmal bei Null. Fertig aus. Ich habe genug. Ich ziehe einen Strich. Es ist vorbei. Ich beginne neu. Ich mag nicht mehr, was wir hier von Gott hören. Mose, ich weiß, wie es Mose in diesem Moment gefühlsmäßig gegangen ist. Was soll er sagen? Was ist das für ein Gebet, ja, das da folgt? Die Zwiesprache zwischen Gott und Mose. Moment, Herr, irgendwie verstehe ich es ja, ich kann es ja schon nachvollziehen, dass du genug hast. Kenne ich selbst auch. Ein andermal musstest du mich aufpäppeln und ermutigen, gib nicht auf. Ich meine, dieses Volk, wie haben sie schon gegen mich demonstriert und protestiert? Mose, wir wollen dich nicht, du hast uns nur in die Füße geführt, damit wir hier sterben. Ein Riesenaufruhr. Mose hat es mit der Angst zu tun, um sein Leben. Und jetzt das. Ja, Herr, das Volk. Aber wenn du sagst, dein Volk, oder? Gott sagt so, dein Volk, schau dein Volk an, wie es steht, mit ihm steht, ist nicht mein Volk, das ist dein Volk, immer noch Gott. Ich meine, du hast mich damals als Führer berufen und er erinnerte sich an die Zeit beim Dornbusch, oder? Wie er nicht gewollt hat. Er ließ sich schlussendlich überschnurren, kann man sagen, oder überreden. Er hatte so viele Ausreden. Herr, jetzt bin ich 40 Jahre lang da beim Schafhirt und du kennst meine Geschichte von vorher und ich kenne dich ja noch zu wenig. Was soll ich über dich sagen? Und ich kann eh nicht reden und. Schlussendlich sagt er, okay, ich werde dein Volk aus Ägypten führen, in die Wüste hinein. Aber es ist immer noch dein Volk, Herr. So muss das ungefähr gewesen sein. Und dann spricht Mose. Er fleht den Herrn, sein Gott, an. Herr, warum willst du dein Volk in deinem Zorn vernichten, dass du doch mit so großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Also Mose entgegnet Gott, wendet ein. Und er macht das eigentlich doch diplomatisch, so, oder? Stellt einfach eine Frage. Was denkst du dabei? Vielleicht merkt ihr die Überschrift, Beten ist abenteuerlich. Merkt ihr das? Das ist abenteuerliches Gebet. Gell? Oder wenn man so mit Gott fightet und mit ihm ringt. Es gibt einen ganz eindrücklichen Satz im 2. Mose Kapitel 33, Vers 11. Da wird gesprochen, wie Gott von Angesicht zu Angesicht mit Mose sprach, auf Augenhöhe. Wie einer, der mit seinem Freund spricht. Das ist ein Austausch, ein Gespräch von Zweien, die grundehrlich sind, die tiefe Emotionen ausdrücken. Und so ging es Mose. Wir können viel lernen von dieser Geschichte. Und ja, es kommen ganz große Fragen auf. Theologische Fragen. Und Fragen, was wir von Gebet halten persönlich. Und das Beten, nützt es oder weiß Gott sowieso alles im Vornherein? Diese Fragen kommen nun. Mose spricht weiter. Herr, wenn du also dein Volk
vernichten willst. Moment, gell? Jetzt müssen wir das mal durchdenken. Sollen die Ägypter etwas sagen? Ihr Gott hat die Israeliten nur aus dem Land herausgeholt, um sie in den Bergen zu töten und vom Erdboden verschwinden zu lassen? Sollen die Ägypter und weiß die Völker so denken über dich? Sei nicht länger zornig über dein Volk. Lass das Unheil nicht über sie hereinbrechen. Das ist nun die Bitte, die Fürbitte von Mose für sein Volk. Und Mose erinnert Gott, wie wenn Gott vergesslich wäre. Gott kommt gar nicht gut weg in diesem Abschnitt. Mose sagt, denk daran, dass du deinen Dienern Abraham, Isaak und Jakob bei deinem Namen geschworen hast, ich lasse eure Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Sie werden das Land, das ich euch versprochen habe, für immer in Besitz nehmen. Herr, du bist doch nicht etwa wortbrüchig? Ich meine, willst du dich auf diese Stufe wie dein Volk begeben, das nicht Wort hält? Du hast ein Eid geschworen. Ist auf dich nicht mehr Verlass? Willst du deine Gottheit somit in Frage stellen? Das, was du mit einem Eid geschworen hast, zu deinem Volk zu stehen. So appelliert Mose an Gott. Und die Reaktion von Gott ist, in diesem Zwiegespräch, in diesem Gebet, da lenkte der Herr ein und ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Ein erhörliches Gebet, ein Gebet, das erhört worden ist. Keine große Diskussion von Seiten von Gott, ein Wehren und Erklären oder sagen, was fällt dir ein, so mir zu entgegnen, oder auch nicht, ach danke Mose, ich habe gar nicht mehr daran gedacht und ach so, oder irgendwie, okay, ziehen wir das nicht durch. Nicht so, steht einfach der einfache Satz, Gott ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Das ist ein Gebetsabenteuer. Es ist noch einmal gut gegangen, kann man sagen. Ende gut, alles gut. Nein, es ist eben nicht alles gut, gar nicht gut. Jetzt stellen sich die Probleme erst recht. Natürlich, das Volk wurde verschont. Es gab schon noch einige Dinge, die geklärt werden mussten und viel Schmerz im Volk. Aber Gott löschte sein Volk nicht aus. Aber es ist für mich nicht gut, nicht geklärt, nicht eine schöne Happy-End-Geschichte. Da stellen sich eben diese Frage. Einmal erscheint Mose vorbildlicher, treuer, barmherziger, moralischer, mit mehr Güte als Gott, wird da so mal. Gott gibt ein schlechtes Bild ab. Umgekehrt solche Geschichten gibt es ja auch, dass Gott sich als gnädiger Gott zeigt und ermahnt, in Treue dran zu bleiben, auch wenn es ganz schief läuft. Wir müssen das erklären. Ich habe hier die Tafel und schreibe hin. Zum einen stellt sich die Frage, ist Gott unberechenbar? Ich meine, Gott ging auf Moses Bitte ein. Hatte Gott gerade eine schlechte Laune, dass er sich gesagt habe, ich habe zwar versprochen, ein Eid abgelegt, ich stehe zu meinem Volk, aber jetzt habe ich doch genug. Der Geduldsfaden ist gerissen. Was gilt bei Gott nun?
Die Geschichte kann uns somit zeigen, also wenn Gott unberechenbar ist und es wird unsicher und es kann ja sein, dass Gott sich umstimmen lässt. Deshalb beten wir. Deshalb stehen wir ein wie ein Mose. Herr, greif ein. Lass nicht alles den Menschen freien Lauf, auch was global war, was bei uns passiert. Wenn wir genug beten, dann wird Gott einlenken. Man kann Gott umstimmen. Das ist eine wichtige Frage, eine gute Frage. Was bewirkt unser Beten? Einfach genug beten. Ich habe das den Begriff, stellen bewusst da ganz auf die eine Seite. Zum einen der Gebetsheroismus. Wenn wir beten wie ein Elia oder ein Mose, voller Inbrunst, aus tiefstem Herzen, andauernd, fleißig, hingebend, verbunden mit Lobpreis, dann gibt es Sieg, dann bricht der Sieg durch, dann lenkt Gott ein. Vielleicht verbunden auch mit Sprachengebet, weil mir die Worte fehlen. Ich komme vor Gott und ich faste. Und dann wird Gott doch einlenken. Weil die Geschichte zeigt, so wie Gott ist irgendwie unberechenbar, man kann mit ihm fighten. Das können wir daraus nehmen. Ja? Gott ist nicht immer so stabil. Man weiß ja nicht. Wenn wir so denken oder so beten, einfach noch etwas mehr beten. Ich meine, wir haben alle den Bedarf, mehr zu beten. Da ist noch viel Luft nach oben. Ja? Aber wenn wir so denken und einfach in dieser Art, du hast vielleicht auch schon den Satz gehört, ja, wir haben vielleicht zu wenig gebetet. Ich komme mit dem nicht so klar. Da kommt wie eine enorme Last drauf. Es ist mein Gebet, es ist unser Gebet, dass etwas passiert, einen Durchbruch gibt. Wenn wir nicht beten, dann geht es den Bach ab. Es ist sozusagen unser Gebet, das die Welt rettet. Versteht ihr? Das ist ja eine unglaubliche Last, wenn wir so bei Gott in Ohren liegen müssen. Das ist der Grund, weshalb es in der Theologie noch ein anderes Bild von Gott gibt. Ich drücke es bewusst so aus. Ist Gott unbeweglich, er lässt sich nicht manipulieren. Er bewegt sich in diesem Sinne, was er vorhat, nicht. Gott ist vorhersehbar. Also es ist doch nicht so, dass wir da mit Gott Kuhhandel betreiben müssen und ihn da umstimmen müssen. Nein, Gott weiß, er sieht alles im Voraus. Er wusste doch, wie Mose reagieren wird auf seine Aussage. Gott wird es ja in diesem Sinn nicht ganz so gemeint haben. Er wollte mit dem was bezwecken. Ja? Aber Gott hat seinen Plan und er führt ihn aus. Deshalb beten wir, Herr, dein Wille geschehe. Gerne hängen wir das noch an, vielleicht wenn wir zu wenig glauben, dass Gott vielleicht könnte, wie auch immer. Aber Herr, du weißt es, es kommt ja so, wie es Gott möchte. Wenn wir dieser Spur nachgehen und das Bild von Gott mehr haben, dann kann es im Extremfall zu diesem kommen, nicht in Gebetsheroismus, wo wir uns abkrampfen und siegen und powern und weiß was, sondern in diesem Bereich. Gebetsfatalismus, das heißt, beten, eigentlich nützt es nicht viel. Was habe ich schon
wenig erlebt im Gebet. Und Gott weiß es ja im Voraus. Ja, er möchte uns eben auch noch hören. Ja, bestimmt. Gott liebt uns. Wir dürfen ihm sein Herz geben und zeigen. Beten tut mir gut, natürlich. Es führt mich zur Ruhe. Ich kann meine Gedanken ordnen. Es wirkt meditativ, es hilft so. Ja. Aber was Gott selber tut, das hat er geplant. Und ich kann einfach noch nicht einstimmen, aber schlussendlich beten oder ins Kino gehen. Oder das sind die zwei Extremen. Ich bete und zweifle und weiß, Herr, du siehst alles, dein Plan wird erfüllt und irgendwie und auf dieser Seite, ja, Gott hört auf uns und wir können als seine Kinder ihn bestürmen und er kommt auf uns zu, ja, gewiss. Aber auch da hat es eine Grenze, weil es nicht unser Gebet, sondern Gottes Wille. Versteht ihr so? Diese Spannung, das tut sich doch auf, wenn wir in diese Geschichte reinsehen, die so extrem ist und uns Gott so darstellt. Jetzt etwas ganz anderes. Eine Geschichte von mir und unserer Familie. Es war 2008, ich war da gerade so etwa ein Jahr Pastor hier in Embrach, die uns noch in Erinnerung haben mit unseren Jungs, alle so völlig im pubertierenden Alter. Oder der Micha, Silas und der Timon. Und wir fuhren nach Griechenland in die Ferien. Das erste Mal im Herbst. Und wir kamen dort an nach einer langen Reise mit Fähre und alles, so natürlich müde und hungrig. Am Abend uns erwartete das große Buffet und wir bekamen so ein wunderschönes Appartement mit einem Rasen direkt das Meer vor uns. Ideale Lage, super. Eva und ich, wir hatten unser Zweierzimmer und unsere 3 Jungs ihr Dreierzimmer. Und wir richten uns ein, machten uns frisch so für den Abend. Und dann ging ein riesen Theater los. Die 3 Jungs, sie konnten sich nicht einigen, wer in welchem Bett schlafen soll. Das war ein Riesendrama. Und wir versuchen zu vermitteln, sagt, ja, meinetwegen könnt ihr jede Nacht das Bett tauschen oder weiß was, irgendwie sucht nach Lösungen. Es war einfach eine total hässige Phase, also Atmosphäre. Und es hörte nicht auf. Die gingen aufeinander los und sagen sich alle Schande. Einfach ein Riesendrama. Und ich hatte die Schnauze so voll. Jetzt sind wir so lange gereist und wir haben zu uns so gefreut. Und es ist doch alles so genial, so schön da. Wieso müsst ihr uns die ganzen Ferien verderben? Ich war so aufgebracht. Und dann, ich weiß nicht mehr, in welchen Wort ich es sagte, aber ich mag mich so gut an diese Situation erinnern. Ich habe den so irgendwie zu verstehen gegeben. Ich kann euch eins sagen. Das nächste Mal, wenn wir nach Griechenland fahren, ich lasse euch zu Hause. Ihr könnt dann irgendwie zu Gotti und Götti, wir lassen euch zu Hause. Und Eva und ich, wir alleine gehen. Könnt ihr euch sicher sein. Ihr habt genug. Eva stand neben mir. Und ich weiß nicht mehr, so wie sie reagiert hat. Sie hat zum einen nicht so reagiert, dass sie gesagt hat, oh Joachim, nein, so schon nicht. Und irgendwie, sie war ja auch aufgebracht und so weiter. Nein, nur das nicht so. So hat sie nicht gesprochen. Wahrscheinlich mehr geschwiegen. Aber sie hat auch nicht gesagt, genau Joachim, das machen wir. Ich werde dich daran erinnern. Ich werde dafür besorgt sein, dass wir in den nächsten Ferien garantiert ohne unsere Jungs gehen. Das hat sie auch nicht gesagt. Weißt du, was ich damit sagen will? Wenn Mose Gott entgegnet hätte, ich will mein Volk auslöschen. Herr, endlich bist du auch so weit. Ich hatte es auch schon
ein paar Mal wollen. Ja, Halleluja, beginn mit mir ein neues Volk, mit meinem Namen. So. Wie hätte Gott reagiert? Es steht ja nicht. Es steht ja, sie sprechen miteinander auf Augenhöhe, als Freunde. Wenn Eva mir gesagt hätte, ja eben, machen wir, abgemacht, oder garantiert, dann hätte ich gesagt, Moment, es geht noch ein Jahr wieder, lass uns das noch einmal überlegen. Warum? Weil tief in mir verschüttet war ein Vaterherz, das obendrauf einen riesen Frust hatte, enttäuscht, verärgert. Die Liebe war wie momentan, die war da. Aber bei mir war einfach viel Frust. Und der war nun oben und der musste irgendwie rauskommen. Darf nicht verletzend rauskommen. Wenn ihr zürnet, dann sündigt nicht. Gott zürnt auch, aber er sündigt nicht. Bei Gott war eine immense Liebe da. Und Gott ging ja nicht vom Berg runter und donnerte beim Volk los in dieser Art. Er sagte es seinem Freund Mose, zeigte er seinen Herzenszustand. Das ist meine Erklärung. Wir können Gott nie erklären. Aber das Einzuordnen von der Schrift. Ein unberechenbarer Gott? Nein. Ein unbeweglicher Gott auf der anderen Seite, der alles schon geplant hat. Nichts ist mehr zu machen. Nein. Ein leidenschaftlich liebender Gott. So ist Gott. Ich habe es für mich so formuliert, ich weiß nicht, ob ich das finde. Egal. Eine verletzte Liebe, eine leidenschaftliche Liebe, die verletzt ist, kann sich gar nicht emotionslos äußern. Geht gar nicht. Und jetzt noch ein spannender, kleiner Satz. Habe ich den hier noch mal drauf? Dann komme ich zum Schluss. Genau. Seht noch mal diese zwei Wörter. Es werden in Übersetzungen unterschiedlich genommen. Gott sagt dem Mose, lass mich gewähren, mein Zorn soll über sie kommen. Lass mich. Gott muss doch von Mose nicht um Erlaubnis bitten. Er kann doch einfach drauf losschalten und walten. Gott sieht Mose als sein Partner. Lass mich. So mit der Bitte, wie stellst du dich dazu? Bitte reagier auf meine Gedanken, mein Empfinden, meine Verzweiflung auch. Lass mich. Mose ist für Gott ein Partner. Beten in einer Partnerschaft mit Gott. Beten in einer Intimität, in einer Offenheit, in einer Verletzlichkeit. Dazu lädt Gott uns ein. Gebet ist keine Technik, sondern eine tiefe Kommunikation von Herz zu Herz. Wenn dein Gebet in der Liebe Gottes verankert ist Beten ein Abenteuer.
Da ist ein Gedankenaustausch. Weißt du, Gott fragt dich ja viel, wie geht es dir? Machen wir es doch auch so. Gott, wie geht es dir? Jesus, wie geht es dir, wenn du auf Embrach siehst, wenn du die Weltlage betrachtest, wenn du meinen Nachbar siehst, in seinen Süchten gebunden? Gott, wie geht es dir? Herzensaustausch. Manchmal schwanke ich zwischen diesen beiden destruktiven Modellen. Auch das Extreme hier. Das eine führt mich zur Überforderung und das andere lässt mich einfach allein einsam zurück, machtlos. Zwischen Ohnmacht und Zweifel. Mein Reden mit Gott. Lass dich hineinnehmen in Gottes Liebesaffäre für sein Volk, für seine Gemeinde, für diese Welt. Dass du nachfragst, wie geht es dir, Gott? Dass du beginnst, zwischen den Zeilen zu lesen, auf den Heiligen Geist zu hören, stille zu sein, Gott zu hören, ihn zu fragen. Wir dürfen ein Stück weit von diesem Mose lernen, der uns so zum Vorbild wurde. Ein Freund Gottes. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir, dass wir so unglaubliche Perlen in deinem Wort haben dürfen. Und manchmal sind es gerade diese Stellen, die uns Kopfzerbrechen machen, die nicht aufgehen, weil es so vielschichtig ist, weil du so groß bist und wir so klein und weil wir oft selbst das Leben nicht verstehen, zu wenig. Herr, lehre uns beten. Gebet bleibt ein Geheimnis, aber wir tun es. Und lass jeden von uns in dieser Gemeinschaft wachsen. Und wenn Menschen da sind, die dich persönlich, Jesus, gar noch nicht kennen und die noch gar nicht diesen vertrauensvollen Schritt zu dir gemacht haben, ihr Leben übereignet haben, so lass es dieser eine Schritt sein, der sie ihr Herz öffnet für deine Sprache, für dein Reden. Wir danken dir, dass wir unterwegs sein dürfen und staunen dürfen über das, was du noch tun wirst. Lehre uns beten. Amen.